Leberkas. Was gibt's Neues? Wo siehst du los? News aus der Lederhus. Dies und das und Leberkas. Nockerl hat's heiden Spaß. Seid's dabei und schaut's mal zu. Spanhammer Knur. Ob warm, ob kalt, das ist egal. Ein Leberkas, der schmeckt einmal im Wirtshaus oder daheim. Ein Stück vom Leberkas muss allerweis sein. Dies und das und Leberkas. Dies und das und Leberkas. Hi Leute, grüß euch, servus, habe die Ehre. Ich freue mich brutal, dass wieder mal ein Video rauskommt. Und zwar das Leberkas, wie ihr im Intro gesehen habt. Gibt es wieder das Format, ich habe das schon einmal gemacht, ist recht gut angekommen. Es sind so viele kleine Sachen passiert und jedes Mal da ein riesen Video draus machen, wegen Kleinigkeiten, das sollen lieber andere machen. Deswegen kleine Schnipsel, was so los war. Ich war fotografieren, ich habe ein Musikstück gemacht. Das kommt am Ende dran für euch. Ich habe Rehkitzrettung, gibt es auch neue Sachen natürlich. Ist jetzt vorbei, die Saison. Aber nach der Saison ist vor der Saison. Ich würde euch gerne mitnehmen und euch zeigen, was so alles los war. Und es wird ein richtiger Schmarrn. Bin mir sowas von sicher. Bin ich gespannt. Dies und das und Leberkas. Dies und das. So, und zwar war vor circa 4 Wochen der Bernie zu Besuch. Der hat mitbekommen, dass ich für den Lichtsetzer Thorsten da die Challenge angefangen habe zu erfüllen. Da geht es darum, um analoge Schwarz-Weiß-Fotografie, Straße. Und nachdem der Bernie schon ganz lang analog Schwarz-Weiß fotografiert, ist er vorbeigekommen und haben wir zusammen Traumstein unsicher gemacht. Zu dem Thema Thorsten, der Film wird nächste Woche, bringe ich den zum Entwickeln. Also die Challenge läuft, ich bin an der Sache dran. Und dann ist der Bernie heimgefahren und 2 Tage später hocke mit der Dani so auf der Couch. Klingelt's draußen, ist ein Päckchen da. Wir haben nicht gewusst, hä? Jetzt zeige ich mal den Ausschnitt. Ja, keine Ahnung. Hi Bernie, grüß dich. Du, ganz eine blöde Frage. Es ist gerade ein Backerl gekommen, macht die Danis Backerl auf. Sagt, das hat sie ja gar nicht bestellt. Kann es sein, dass das von dir kommt, weil wir letztes Mal über Handschlaufen geredet haben. Weil wir beide schauen total belämmert schon. Wo kommt das her? Nicht, oder? Doch, na. Ja, freilich ist das von mir, weil es geht ja nicht. Eine riesen fette Nikon-Kamera und keine Handschlaufen, aber bloß die billige, originale Umhängeschlaufen, das schaut ja nicht aus, das hat man nicht, das tut man nicht. Das ist Also habe ich mir gedacht, eine gescheite Handschlaufen, dass der junge Mann da auch handlich fotografieren kann. Viel Spaß damit. So, ja, ist ein Päckchen da von schön Amazon. So ein Briefpäckchen, denke mir nix. Schau rein. Ist leer. Nee. Hier. Also, wir haben tatsächlich drüber geredet, weil ich das so toll gefunden habe, die Handschlaufen. Ich kenne ja die schon, aber ich war immer zu faul. Keine Ahnung, die hängen jetzt auch hier dort. Finde ich total angenehm. Hängen ja oft an den Controller hin, an die Drohne. Wenn der schwere Controller mal aus der Hand gleiten sollte im Eifer des Gefechts. Hast du einfach Sicherheit. JJC Wrist Strap Handgelenkband. Total klasse. Total klasse. Hinten kann man ganz normal befestigen und du hast einfach einen schönen Clip, was du schnell runter tun kannst. Die Handschlaufe sitzt perfekt, also da rutscht gar nichts runter. Ich habe das ausprobiert. War am Anfang ein bisschen ungewohnt zum Fotografieren, weil die Handschlaufe in der rechten Seite befestigt ist. Aber man kann sich daran gewöhnen. Also Bernie, saugeil, schaut bei mir auf dem Kanal vorbei. Ist mir noch nie passiert, dass mir jemand einfach ein Päckchen geschickt hat. Das war das erste Mal. Und war total geil. Danke nochmal, ja. So, jetzt schicke ich dann nochmal schnell ein Video. Vielen Dank, schau, ich bin Feierrot, total verlegen. Brutal. Ist noch nicht ausgepackt, das wäre jetzt dann in Ruhe mal, gell? Also
Vielen, vielen Dank. Also ich freue mich wirklich brutal. Hammergeil. Dies und das und Leberkas. So, und nachdem wir ja letztes Mal das große Thema gehabt haben bei den Rehkitz-Rettungseinsätzen, Rettungsstellen, Absicherung, hat sie die Dani eine Warnweste machen lassen. Schaut total wichtig aus, die Rehkitz-Rettung Traunstein. Das Wichtigste dran ist natürlich immer viele Kugelschreiber, weil mit vielen Kugelschreiber schaut man einfach auch total wichtig aus. Ja, hinten ist das abgedruckt, vielleicht könnt ihr es ja lesen. Leider nur in Dani-Größe, nicht in Leberkas-Größe. Also ich habe noch keine, die ist ja relativ teuer, ich glaube die hat 40 € gekostet. Aber wir haben es schon ausprobiert und es ist wirklich besser. Es ist wirklich besser, weil man einfach im Dunkeln dann gesehen wird. Also das ist der Dani, ihr Lieblingskleidungsstück momentan. Für mich ist es leider zu klein, nahezu gelb. Also in Leberkas Bauchgröße gibt es, ist die jetzt leider nicht, gibt es auch. Aber jetzt haben wir erst einmal gesagt, die Dani soll das sicher sein. Ja. Dies und das und Leberkas. Dies und das. Ja, die Mama hat Geburtstag gehabt. Super, ab der Österreich rüber. Naja, nach dem dritten Kaffee war es so langweilig und ich bin in den Garten runter zum Fotografieren. Und habe da was richtig Hammerhartes gesehen, die haben einen total großen Fliederbuschen. Die Fotos kennst du ja vielleicht schon aus dem Video Fotografieren vor der Haustür. Das war die Challenge von Daniel Nietze. Und da habe ich ein Kolibri-Alien gesehen. Jetzt werdet ihr euch denken, jetzt spinne dabei. Ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich zeige euch die Fotos, jetzt nicht alle Fotos, sondern so die 5, 6 besten Fotos, was ich gemacht habe bei Fotografieren. Habe ich Zeit gehabt, weil ich die ganze Zeit da am Kaffeetisch hocken, das war mir einfach zu langweilig. Und dann habe ich eben das Insekt entdeckt. Und wenn ihr wisst, was das für ein Insekt ist, wir haben alle gerätselt, sagt es mir. Jetzt mit dem Objektiv bin ich leider nicht so nah rangekommen. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Also für mich ist das ein Alien. Das hat wie ein Kolibri, hat das an den Blüten geschwebt. Ich habe das noch nie gesehen. Also schaut es euch an. Wenn ihr das wisst, sagt mir bitte Bescheid. Ich komme einfach nicht drauf. Für mich schaut das aus wie, keine Ahnung, Alien vom Melmark. Ja, vielleicht kennt ihr drauf. Also viel Spaß jetzt bei den Fotos. I woke up in the middle of the night. Na, na, na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. Ooh, na, na, na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. And I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you. Dies und das und Leberkas. Jetzt fallen mir die Visitenkarten runter. Ich sag's euch, was man da nicht alles macht für YouTube. Schaut mal, eine Riesenschachtel. Ich mache euch die mal auf. Gott sei Dank ist es heute einmal kühler. Die Tage waren jetzt so unsäglich schwül. So, jetzt schmeiße ich es bestimmt gleich runter. Und dann haben wir eine Riesensauerei da. So, den Deckel. Vielleicht könnt ihr es erkennen. Wir haben nämlich Flyer drucken lassen. Ich tue mal einen raus. Den Karton stelle ich weg. Oh, leck. So, und zwar haben wir Flyer drucken lassen. Weil die Saison ja jetzt zu Ende ist, haben wir eine ganz gute regionale Druckerei gefunden. Die ist da
300 Meter weg. Wir haben erst überlegt, machen wir das online oder unterstützen wir einen regionalen Betrieb. Haben wir gesagt, machen wir das regional, weil dann kannst du vor Ort hingehen, mit dem sprechen. Wenn es aber irgendwie zwickt und du brauchst irgendwie Printmedien, Material, macht er das schnell. Preis war auch voll in Ordnung. Wir haben jetzt 1000 Flyer gemacht. Können jetzt dementsprechend auch zwischen den Saisonen Infostände machen, was auch wichtig ist, die Öffentlichkeitsarbeit. Und den habe ich selber entworfen. Ich habe den Scheiß einmal lernen dürfen vor 30 Jahren. Ist faltbar und da steht halt einfach, vielleicht kennst du ja die Nudel, und da stehen einfach ein paar Infos drin und Kontaktadressen natürlich. Und ja, weil viele Leute können damit nichts anfangen und bei uns ist das momentan regional so ein großes Thema, ein Riesenthema. Da läuft jetzt ein Riesenverfahren gegen einen Landwirt, wo es um mehrere tausend Euro Strafe geht. Und genau. Aber wir haben da noch einen Banner drucken lassen. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie man den aufbaut. Also ich probiere es mal jetzt mal auf. Ja, doch, scheiße. Für euch mache ich das. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr ganz viel Lust habt und wollt so einen Banner, schreibt es mir einfach schreibt es mir einfach an und ich darf euch wirklich gerne einen zuschicken. Also wenn es euch interessiert. Mit Autogramm von der Dani, nicht von mir. Na, kein. Also wenn ihr Lust habt, schreibt es mir an und ich schicke euch an. Jawohl. Und jetzt probiere ich das mit dem Banner. Dies das Leberkas. Dies das Leberkas. Was gibt's Neues? Wo siehst du los? Also, es hat einen Vorteil, gell, wenn die Frau im Ramschladen arbeitet. Oh, naja, oh, wie ich den am Bad kriege. Also, die Dani kauft jeden Scheiß. Handventilator. Jetzt bin ich im Haus, also im Flur. Jetzt muss ich schauen, wo die Dani den Banner hingetan hat. Jetzt haben wir 1000 dicke Mauern dazwischen. Alexa, Schlafzimmer an. So, das ist das Schlafzimmer. Und da haben wir einiges noch gelagert, aber da schaut es gut aus. Genau neben der Klimaanlage, sehr schön. Jetzt ist bestimmt der Ton weg. Alexa, Schlafzimmer aus. So, oh Gott. Ist das wieder eine Schlepperei für euch? Wahnsinn. So, jetzt bin ich echt gespannt, ob die Funkstrecke gehalten hat. Gell? Eieieiei. So, und zwar schaut der so aus. War gar nicht einmal so teuer, also für die Qualität. Du hast da praktisch eine Tasche auch zum Umhängen und du kannst da dein Firmenschild oder was reintun. Wiegt ungefähr 5 Kilo, würde ich sagen. Jetzt mache ich den einfach mal auf. Ich habe das noch nicht gemacht. Die Dani hat da die Anleitung gekriegt, wie das funktionieren soll. Ich probiere das jetzt zum ersten Mal. Jetzt pass auf, wie machen wir das jetzt am blödesten? Weil der ist nämlich so groß. Ich stelle das jetzt mal auf den Boden runter. Und dann hat man da verschiedene Stangen. Ich habe das echt noch nicht gemacht, keine Ahnung. Ah ja, die sind magnetisch. Die sind so magnetisch. Der Banner ist 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Ja. Und jetzt muss man, da ist anscheinend so ein Loch, ich stecke das einfach mal rein, das Runde ins Loch. Ihr habt bestimmt schon 1000 Banner aufgebaut. So, das wackelt da jetzt hin und her. Ah ja. Und jetzt soll das wie so ein Jalousien sein. Ah ja. Oh. Die Dani hat gesagt, zum Aufbauen braucht es einen Hocker, weil die mit 2 Meter. Oh. Ich probiere es mal dahinter. Jetzt passt auf. Gibt es sowas eigentlich als Greenscreen auch? Das wäre doch genial, oder?
So, und jetzt wird das da eingehackt. Ja. Und irgendwie sollte das dann stehen bleiben. Keine Ahnung. Uah. Ich lehne es einmal lieber an, dass ich es nicht kaputt mache. Genau. Ja. Also das PVC-Material schaut echt gut aus, auch von der Auflösung her. Der hat echt gesagt, 300 dpi reicht. Hätte man nicht gedacht, weil so nah steht es eigentlich nicht davor. Ja, das habe ich da entwerfen dürfen. Riegelsrettung Traunstein e.V. Das mit der Schrift, da habe ich mich ewig runtergetan, dass es nicht zu verspielt ist und nur deutlich lesbar. Dann natürlich unser Logo, zusammen Hand in Hand mit den Landwirten. Dann haben wir hier unsere Thermaldrohne und das unten werdet ihr mal sehen, 2 Bambis. Ja, das ist der Banner und habe mich total gefreut. Und jetzt muss ich schauen, dass ich die Scheiße wieder zusammenbauen kann. Klasse. Dies und das und Leberkas. Noch was, ich war letztes Mal im Kaufland und habe so eine super Idee gehabt, weil wir haben so eine brutale Mückenplage. Wirklich, wir haben eine Mückenplage. Chiemsee muss anscheinend ganz schlimm sein. Und da habe ich das Ding da entdeckt. Schaut mal. Ein bisschen anziehen da. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Mal einschalten. Kennt ihr ja bestimmt. Blaues Licht. Zieht die Mücken an, fliegen rein, macht's Britz, tot. Graffi, es ist ein Klump. Es ist ein ganz schwaches LED-Licht. Also die Mücke wird von jedem anderen Licht abgelenkt. Da fliegt gar nichts rein. Ist ja relativ unbenutzt. Die wollte ich schon zurückgeben, aber da war mir der Aufwand zu blöd. Dann haben wir gedacht, ich kaufe mir so ein richtig großes Teil. Da gibt es ja richtig große mit Leuchtstoffröhren, die richtig unter Strom stehen, wo es dann blitz die Blitze siehst. Und dann ist mir eingefallen, hey Markus, das ist ja scheiße. Warum ist das scheiße? Wir nehmen lieber die normale Fliegenklatsche jetzt her, weil die starken Teile ist wie mit den Laternenlichter, die ganzen Nachtfalter und so weiter. Das Gerät unterscheidet nicht zwischen Mücke und Nachtfalter, nachdem die Nachtfalter ja relativ selten mittlerweile geworden sind, weil wirklich so viele verrecken in Straßenlaternen. Und man denkt, nee, das muss nicht sein. Da nehme ich lieber mal die Fliegenklatsche und fange die Mücke. Und ist vom Naturschutz, glaube ich, wesentlich sinnvoller. Habe ich total vergessen gehabt, war vor ein paar Jahren mal in den Medien mit den Nachtfaltern und die Lichtverschmutzung, dass das ein Riesenproblem ist. Und warum sollte ich da dann eine Lichtfalle mit Strom aufstellen, wenn die eh schon bedroht sind? Also, aber Nachtfalter fotografieren würde mich mal interessieren, aber mit dem Objektiv klappt das nicht. Mal schauen, Zwischenringe. Leberkas. Was gibt's Neues? Wo siehst du los? So, gut, ich glaube, das war es jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Im Oktober habe ich schon gesagt, kommt Besuch, kommen 3 Fotografen. Die kennt ihr alle, Ich sage noch nichts, ich verrate noch nichts. Ich freue mich brutal, Wäre zwar ein bisschen anstrengend, aber ich übe das Hochdeutsch schon und glaube, das werden wir schon hinkriegen. Ich habe dazu sogar einen Song gemacht. Vielleicht schaffe ich das noch, dass ich euch den jetzt dann gleich zeige. Ich möchte ihn noch fertig machen. Dazu brauche ich aber einen Greenscreen, ein paar Außenaufnahmen. Der Fotograf aus dem Preisland, mit Kamera und Blitz kennst du uns im Berg, weißt du, so schön ist, knippst die Kühe auf der Wiesen und die Hütten im Moorchlor. Jörg mit der Mulchkurve, heute weg uns Chlor. Fotografen preisen Sands in unserer Berg- und Wiesen. Schießen Büdel links und rechts, da wo wir leben und grüßen. Rucksack auf der Schulter, wandern durchs Gamsrevier, finden jeden Wasserfall und singen voller Gefühl, doch uns zum Mittagessen Kind auf der Hütten da, schimpfen's übers Leberkäse, wo ist denn der Bratwurst da? Fotografen preisen Sands in unserer Berg- und Wiesen. Schießen Büdel links und rechts, da wo wir leben und grüßen. Mit Rucksack auf
auf der Schule, wandern durchs ganze Revier. Trinken jeden Wasserfall und singen voller Gefühl. Doch uns zum Mittagessen Kind auf der Hütten da. Schimpfen übers Leberkäse, wo ist denn der Bratwurst da? Fotografen preisen Sands in unserer Berg- und Wiesen. Schießen Büdel links und rechts, da wo wir leben und grüßen. Aber am Ende vom Tag, da freuen wir uns alle weil sind unsere Gäste, ja bei uns in Bayern da bleiben. Miteinander in der Stuben, mit Musik und ein Bier, Fotografen und Bayern, da sind wir artvoll. Fotografen preisen Satz in unserer Berg- und Wiesen. Schießen Büdel links und rechts, da wo wir leben und grüßen. Ja, ne, Fotografen preisen Satz, geben's nur her, das ist kein Schand. Mit deinem Fotoapparat macht's unser Bergland noch schöner, das ist ja nicht verkehrt. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr habt so ein bisschen einen Einblick gekriegt, was ich jetzt so getrieben habe die letzte Zeit. Jetzt kommen auch wieder, wenn das Wetter jetzt mal mitspielt und immer so brutal schwül ist. Wisst ihr, im Winter jammern, zu kalt. Im Sommer jammern, zu warm. Es gibt einfach kein richtiges Filmwetter, oder? Sehe ich das falsch? Also, auf alle Fälle vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das Format hat euch ein bisschen gefallen. Mit ein bisschen Kurzweile, wie gesagt, statt eine halbe Stunde über irgendeinen Blödsinn labern. Mal lieber kurz und knackig, einfach kompakt. Ach du Scheiße, ich habe kompakt gesagt. Darf man jetzt eigentlich noch kompakt sagen? Ich kenne, also die Nachrichten momentan, ich kenne mich gar nicht mehr aus. Computer, nenn mir ein anderes Wort für kompakt. Sicher, sicher. Ein Synonym für kompakt ist platzsparend. Platzsparend. Vielleicht ist Ich Platz. weiß nicht, wie ich dir dabei helfen kann. Na, du kannst mir nicht mehr helfen. Du kannst mir nicht mehr helfen. Mir ist nicht mehr zu helfen, weil ich es nicht mehr kapiere. Also kompakt, pfui, platzsparend, gut. Echt. Politisch unkorrekt, aber das hat einfach mal raus müssen, weil das so ein Witz ist. Gut, also nochmal vielen, vielen Dank. Wer einen Prospekt haben will, einen Flyer, schreibt es mich an, privat, da könnt ihr mir die Adresse mitteilen. Ich schicke euch den liebend gern. Dann nochmal an dieser Stelle ganz ein großes Dankeschön an den René Glanz-Film, der Glanzi, den Kanal verlinke ich auch. Der wollte mir nämlich die Phantom 3 spenden für die Rehkitzrettung. Und dann hat er leider festgestellt, dass die Akkus genauso ausschauen wie meine, und zwar wie Luftballons, die immer noch seit einem halben Jahr da im Schrank drin sind. Muss ich jetzt echt mal entfernen, weil langsam kriege ich Angst, aber ich vergesse das immer. Trotzdem, lieber René, vielen, vielen Dank dafür und ich hoffe, das Traunsteiner Bier schmeckt er und ist ja gut angekommen. So, also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, mache ich das im nächsten Format. Was jetzt weiterkommt noch auf dem Kanal ist, ich kriege jetzt also zum ersten die Analog-Challenge vom Lichtsetzer, vom Thorsten natürlich. Die ganzen Kanäle möchte ich mir jetzt durchschauen, wo ich jetzt keine Zeit gehabt habe, was da neu veröffentlicht worden ist. Da sind auch so viele Sachen passiert. Gut, auf manche Kanäle brauche ich gar nicht schauen, weil es immer der gleiche Scheiß. Aber ein paar habe ich gesehen, sind wirklich sind interessante Sachen rausgekommen. Und dann kriege ich das Buch und dann möchte ich was Besonderes anfangen. Da verrate ich jetzt auch noch nichts. So, jetzt habe ich viel zu viel gelabert. Jetzt labere ich doch eine halbe Stunde und wollte es eigentlich platzsparend machen. So, also, Dankeschön. Haut's rein. Dies, das Leberkas. Dies, das Leberkas. Was gibt's Neues? Wo siehst du los? Was ist es bloß? Wo kommt es her? Neue Zeit, neues Land. Wo führt es hin?
Wie kann das sein, dass ein paar Leute glauben zu wissen, was erlaubt so will? Ist es der Sinne einer Demokratie, dass einer was sagt und die anderen sind still? Eine Meinung haben, dahinter stehen, den Weg vom Anfang zu Ende gehen. Wenn sein muss ganz allein da oben stehen, eine Meinung haben, dahinter stehen. Heute so mit felsenfester Meinung, doch wenn's nicht aufgeht, ist morgen keiner da. Doch irgendwann kommt dann der Punkt, wo's am Recht, dann wird's zu viel. Du schaust dich an mit ganz großen Augen, wenn einer aufsteht und sagt, was sich denkt. Eine Meinung haben, dahinter stehen, die Weg vom Anfang zu Ende gehen. Wenn sie muss ganz allein da oben stehen. Eine Meinung haben, dahinter stehen. Die Welt mit eigenen Augen sehen, nicht alles glauben, was ein paar so reden. Eine Meinung haben, dahinter stehen. Meinung haben, dahinter stehen, den Weg vom Anfang zu Ende gehen. Denn never, wenn's sein muss, ganz allein da oben stehen. Meinung haben, dahinter stehen. Die Welt mit eigenen Augen sehen, nicht alles glauben, was ein so reden. Eine Meinung haben, dahinter stehen. Eine Meinung haben, den Weg vom Anfang zu Ende gehen. Vom Anfang zu Ende, denn sein muss ganz allein zum Ende gehen. Eine Meinung haben, dahinter stehen. Die Welt mit eigenen Augen sehen, nicht alles glauben, was so reden.